Servus und Glück auf. So, ich muss mal ganz kurz. Zack, zack. Das da mal. Zack. So, Servus. Servus Mars. Servus Forsika. Boah, blau auf schwarz. Heavy Metal Pals. Servus. Dagomi, glaube ich, oder? Das ist ja blau auf schwarz, ist schwer zu lesen. Kampfpanzer und Anbus. Servus. Und natürlich Nordcore 80. Moinsen. Und Julian Heck, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, ist ja kein Spiel gewesen, wa? Außer deutsche Nationalmannschaft. Ja, da können wir gleich mal ein paar Worte zu verlieren. Aber so viel brauchen wir da auch nicht zu sagen. War typischer Julian Nagelsmann-Fußball, denke ich. Das war okay. Und alles ohne Kimmich, ne? Ist natürlich jetzt eine harte Zeit für den Josua. Wild. Wild, wild, wild. Ja, ansonsten habe ich noch das Uli Hoeneß-Interview hier. Das können wir uns reinballern. Mal gucken, was er so für Zeug erzählt. Ein bisschen was hat man ja schon gelesen, denke ich. Dan Tripper. Servus. Ja, ansonsten haben wir auch noch auf dem Bayern-Kanal ein oder andere Video, was wir uns zur Not reinknallen könnten. Ben, servus. Und selbst in der Nationalmannschaftspause gibt es Spieler, Funktionäre, die auffallen. Ja. Was soll ich dir sagen? Thema Mazrui oder Mazraoui. Ich warte mal ab, was das Gespräch mit dem Verein bringt. Und dann werde ich da auf jeden Fall meine Meinung zu äußern. Aber bevor wir den Verein da jetzt irgendwie an die Wand nageln oder so, sollte da erstmal das Gespräch erfolgen und dann sollte da auch erstmal ein Statement des Vereins erfolgen, denke ich. Ja, ich habe es noch nicht gesehen, das Interview von Uli Hoeneß. Aber ja, Vorsicker, ich bin gespannt. Ich hatte nur so ein paar Headlines gelesen halt, ne? Ich denke mal, die sind aus dem Interview. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht gesehen. Ja, also wir müssen uns, glaube ich, nicht darüber unterhalten, dass die Aussagen halt nicht gehen, die da getroffen wurden, ne? Ja, die Reaktion wirst du lautstark vernehmen können, denke ich. Denke, da müssen wir uns nichts vormachen. Ja, weiß ich nicht. Ist ja nicht das erste Mal, dass er so ein bisschen auffällt. Weiß ich nicht, ob man sich da so den Gefallen mitgetan hat. Was ein bisschen schade ist, ne? Weil fußballerisch, wie gesagt, wenn er will oder kann, haben wir gesehen unter Nagelsmann, was möglich ist. Aber ja, wenn so ein Spieler so die Werte des Vereins so irgendwo gesehen mit Füßen tritt, ja, dann schwierig, ne? Schwierig. Ich meine, so den Normalo-Fan wird das wahrscheinlich alles nicht interessieren. So. Aber wer sich ein bisschen mehr mit dem FC Bayern auseinandersetzt und so weiter, denke ich, können wir uns einig sein, dass sowas nicht geht, ne? Der könnte die Personalprobleme verstärken, ja. Müssen wir uns mit dem Leimer als Rechtsverteidiger anfreunden. Aber wir haben ja auch immer noch den Josua, ne? Wer weiß. Sag mal, bis zur Winterpause da einspringen auf der Posi. Ich glaube, wenn Mats Raui das nächste Mal spielt, wird die Reaktion der Kurve spannend, ja. Naja, habe ich ja schon meine Meinung gesagt. Ich denke, die wird lautstark zu hören sein. Ja, muss man auch nicht verstehen, solche Aussagen. Also, keine Ahnung. Ich meine, so jeder hat seine Meinung, ist ja immer so, ne? Da müssen wir nicht drüber reden. Ja, aber wenn man dann in so einem Club spielt, der so eine Vergangenheit hat und so weiter, dann sollte man sich damit schon beschäftigen und dann sollte man vielleicht einfach die Fresse halten, wenn man bei dem Club weiter spielen möchte.
ansonsten spielt man halt nicht mehr bei dem Club. So, ist ja auch okay. Ne? Wenn es halt nicht passt, ob fußballerisch oder charakterlich, dann ist das so. Dann muss man sich trennen und gut. Ne? Dem Uli sollten Sie ein Spielzeugmikrofon besorgen, dass er nicht so viel Schaden anrichten kann. Hätte er noch eines von meiner Playstation. Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich hatte nur ein paar Headlines gelesen. Wir gucken uns das gleich mal an. Ich bin gespannt, was da so rausballert. Genau, Buna Sar haben wir ja auch noch. Vertrag wird hier nicht verlängert, habe ich gelesen. Frag mich warum. Hä? Kann er jetzt nochmal überzeugen? Er rennt sowieso überall auf dem Platz rum. Warum nicht auf der Rechtsvor? Ja, aber ist ja verletzt aktuell, ne? Aber erkältet. Weil will er nicht mehr bei uns spielen. Ja, kann er auch sehr gut sein. Ist ja auch völlig legitim. So, und da muss man das halt irgendwie intern kommunizieren und dann muss man den Verein wechseln, ne? Fertig. Ist ja gar kein Problem. Ja, Joso hat harten Stand jetzt, ne? Bin mal gespannt, was der Nagelsmann macht, wenn er wieder dabei ist, der Kimmich. Also wenn der Gündogan mit den Groß jetzt im nächsten Spiel auch nochmal überzeugt, ich glaube, dann kann der Kimmich sich auch eher mit der Rechtsverteidigerposition begnügen in der Nationalmannschaft. Ja, Vorsicke sehe ich genauso, ne? So hinter den Saar da hinstellen, wäre auch okay. Ja, ist. Nee, man weiß ja nie, was so dran ist, aber ja, anscheinend ist das ja schon relativ weit, ne? Den Chaluba oder Chalubu oder wie er sich auch immer ausspricht. Also von daher. Und wenn wir jetzt ehrlich sind, die Leistungen waren ja auch durchwachsen. Ne? Mittelmaß. Jetzt zuletzt war ja eigentlich wieder aufsteigende Form, fand ich. Bei Mazraoui. Fand ich eigentlich einigermaßen okay. Ja, aber wenn man sich dann jetzt so ein Eigentor schießt, irgendwie, weiß ich auch nicht. Ja, aber dann hätte er den Vertrag ja nicht auflösen sollen, der Idiot. Weißt du, habe ich ja auch schon gesagt, Nordkorea. Das war ja dann dumm. Da hätte man den Vertrag ja nicht auflösen sollen. Da hätte man sagen sollen, pass auf, na, Julia, du machst jetzt hier schön die Heim-EM, gönnst dir 9 Monate. Wir legen den Vertrag so lange still. Aber so werden wir ja aufgelöst, also. Wäre dann schon wild. Ja, na klar kann er da frei wählen. Ist ja auch völlig okay. Aber normalerweise ist es ja Kimmichs System, ne? Nagelsmann spielt ja ein anderes System, in Tuchel spielt. Da geht mit dem Nagelsmann-System gibt's keine Holding Six. Ne? Spielen 2 Sechser oder 2 Achter, je nachdem, wie ihr das gerne sehen wollt, aber ist natürlich ein anderes System wie jetzt unter Tuchel. Oder wen Tuchel gerne spielen lassen möchte. Kimmich auf die RV-Position in der Nationalmannschaft, ganz einfach. Wenn er nicht möchte, kann er sich die Heim-WM am Fernseher ansehen. Da als RV war jetzt nicht gerade, aber ich spare es mir. Ja, das Ding ist ja unter Nagelsmann ist ja immer Aufbau Dreierkette, hat man auch in der Nationalmannschaft gesehen. Und gegnerischer Ballbesitz werden mit so einer Viererkette, ne? Ja, Heim-EM, ja. Weiß ich nicht, ja, ich meine, Kimi hat ja auch schon Innenverteidiger gespielt und am Guardiola. Also. Ja, man muss sich doch mal ein Länderspiel angucken vom Julian Nagelsmann. War zwar jetzt nicht der Burner, so die erste Halbzeit war nicht so geil, muss ich sagen. Ich habe da auch kein Video zu gemacht, ich kann das auch schlecht bewerten. Ich kann die Bayern-Spieler bewerten, die ich gesehen habe in der Nationalmannschaft. Also Sané war gar nicht zu sehen gefühlt. Musiala, ja, war okay, leider wieder viel zu eigensinnig eine lange Zeit lang. Ja, Wirtz, I don't know. Seine Klasse habe ich nicht gesehen und vorne den Chancentod Füllkrug, Alter, der sich nach dem Spiel da hinstellt und sich selber lobt. Alto Belly, ey. Wild. Ja, aber ansonsten kann ich da relativ wenig beurteilen. Wie gesagt, ich habe mir ein bisschen die Bayern-Spiele angeguckt. Zweite Halbzeit war dann ganz okay, denke ich. Ja. Aber jetzt nichts, wo mich irgendwie mitgerissen hat oder keine Ahnung, wo man jetzt sagt, boah, voll die Euphorie für die Nationalmannschaft. Weiß ich nicht. Mal gucken.
Meinst du, Sané verlängert? Ja, ich habe so die Befürchtung, dass das laufen wird wie beim Gnabry. Blasülz, Blasülz und dann wird verlängert für 3 Jahre und dann sehen wir keine Leistung mehr. Ähm, wenn ich lese, das hat jetzt oberste Priorität nach 7 oder sagen wir alle Spiele dabei, 10 Spiele, die jetzt waren. Ja, alles gut und schön. Wie gesagt, man kann sich am Ende der Saison da hinsetzen. Wenn er die Leistung durchzieht, gar keine Frage, kannst du dich darum kümmern, den Vertrag zu verlängern. Wenn er aber wieder einbricht, keine Ahnung, in 3, 4, 5, 6 Wochen und dann siehst du ihn wieder 2 Monate lang nicht, ja, Alter, dann brauchen wir nicht darüber reden, den Vertrag zu verlängern. Ja? Also, da muss man jetzt mal ein bisschen den Ball flach halten, meiner Meinung nach. Ja? Wie gesagt, soll er Gas geben bis Ende der Saison? Wenn dem so ist, ja, verlängern den Vertrag, dann ist er super. Gar keine Frage, ja. Aber jetzt da schon wieder so ein Wirbel zu machen, nach 10 Spielen zu sagen, ja, wir müssen jetzt sofort den Vertrag verlängern, na, da fühle ich auch nicht. Sag ich euch ganz ehrlich. Wieder wild. Zweite Halbzeit war okay, kommt der bei Bayern bekannt vor? Naja. Manchmal ist auch unsere erste Halbzeit okay und die zweite nicht. Stimmt, dass der Vertrag von Choupo nicht mehr verlängert wird? Hab da was gelesen vom Bild. Ja, ich habe das auch nur gelesen. Nicht vom Bild, sondern ich auf Sport 1 oder so. Das sah und Choupo nicht verlängert werden sollen. Ja, aber jetzt mal ehrlich, du hast den Tell dahinter. Ja, willst du jetzt immer den Choupo, den Tell noch vor die Nase setzen? Ne? Also, weiß ich nicht. Weil wenn der Choupo damit zufrieden wäre, dass er sagt, so, ich bin dritter Stürmer, ja, und er kriegt nicht zu viel Geld und ist nicht irgendwie pissig oder so, ja, dann kannst du natürlich den Choupo behalten. So. Aber ich denke mal, der Choupo möchte noch ein bisschen spielen, ne? So, von daher schwierig halt. Müller wird in Saudi gehandelt. Also wenn der Müller das macht, ne, ganz ehrlich, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Weil um Geld kann es da nicht gehen. Er hat in seiner Karriere so viel Geld verdient, also das wäre schon echt wild. Pascal Groß als Holding zieht zu Bayern, wäre so ein Transfer wie früher. Weiß nicht. Dafür kenne ich den zu wenig. Ich habe den das erste Mal jetzt Fußballspielen gesehen. Und mit 32 ist jetzt auch nicht so die Zukunft, war. Soll er das Drecksländerspiel nachts um 2? Ja, I don't know. Also ich habe gelesen, das liegt halt an Mexiko, weil die Heimrecht haben und die haben gesagt, hier, das ist unsere Uhrzeit, fertig. So. Den interessiert halt nicht der TV-Zuschauer in Europa. Ja. Nee, also ich muss sagen, sie hatten genügend Zeit, sich als Führungsspieler zu etablieren. Das ist ein Auf und Ab wie an der Börse. Ja, wie die Leistungen sind, Bayern braucht einen Tapetenwechsel. Neues frisches Blut muss in die Mannschaft. Gnabry, Sané, Goretzka müssen weg. Korsika, ich sehe das relativ ähnlich wie du. Wie gesagt, Sané sehe ich jetzt gerade, ja, wie ich gerade schon erklärt habe, wenn er die Saison durchzieht, die Leistung hält, ja, okay. Ne? Dann kannst du den Vertrag verlängern. So, über Gnabry müssen wir nicht reden, Alter. Ganz ehrlich nicht. Aber der läuft schon wieder, trainiert schon wieder. Er ist heiß. Sané würde sowieso 100% mehr bei Bayern verdienen als in der Premier League zum Beispiel. Das glaube ich nicht. Weil er verdient bei uns um die 20 Millionen, die wird er auch verdienen, wenn Liverpool ihn verpflichten würde oder sowas. Glaube ich schon. Die nächste WM in 3 Kontinenten. Ja, Bild, ne? Und danach das Jahr in noch mehr Kontinenten, damit dann alle Kontinente einmal die WM-Austragungsort waren und weil es da so eine bestimmte Formel gibt, dass dann die WM in 8 Jahren nach Saudi-Arabien gehen kann oder sowas. Gibt es einen ganz tollen Artikel zu. Müsste ich mal raussuchen. Ist richtig wild, was die UEFA oder was die FIFA da macht. Richtig wild.
Ich kann mal gucken, warte mal. Habe ich den noch abgespeichert hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Ach doch, hier. Ja, ja. Da, 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 da. Ja. Doch mit der XXL-WM in 6 Ländern auf 3 Kontinenten macht die FIFA den Weg frei für Saudi-Arabien. Denn Afrika, Europa, Südamerika und Nord- und Mittelamerika sind aufgrund der Vergaberegelung damit raus für eine Bewerbung. Lediglich Asien und die Ozeanien bleiben in der Verlosung. Die einzigen Gegner für Saudi-Arabien könnte damit beispielsweise aus Australien und Neuseeland kommen. Geil, oder? Hä? Da weißt du Bescheid, wie der Hase läuft. Ja, ich meine, wir brauchen nicht darüber reden, dass FIFA, UEFA, es ist alles nur noch hier, nur noch Moneymaker. Alles andere interessiert da keine Sau mehr. Keine Sau interessiert das mehr. Liverpool kann ihn gerne haben, 90 Mille Abfahrt. Also bei 90 Mille oder mehr bin ich auch da, bin ich dabei, ey. Ist mir egal, wo er dann hingeht. Fühle ich auch. Ein kurzes Hallo, Essen. Guten Hunger, brichst im Kopf. Warte bitte mit den heißen Themen. Heiße Themen, wir haben nur heiße Themen. Ja, da siehst du halt, was gemauschelt wird, ne? Das ist so lächerlich. Also wirklich. Dann hast du 2 Spiele in Spanien, 2 Spiele in was war das? Genau, 2 irgendwie in Portugal und dann hast du irgendwelche Spiele in Afrika und ach, du kriegst die Tür nicht zu und das nennen die dann WM. Also das, wie gesagt, also mit Fußball an sich hat das alles nichts mehr zu tun. Ne? Leider Gottes. Spieler meckern jetzt schon wegen Jetlag. Ja, die Spieler ja nicht unbedingt, eher so die Verantwortlichen. Ne? Aber das ist schon wirklich frech, ne, was da abgeht. Also. Dann wundern sie sich, dass die WM und die EM sich keine Sau mehr anguckt. Denke, Sané geht, Bayern ist in der Regel nur eine Zwischenstation. Aha. Wo sind wir denn eine Zwischenstation? Sag mir mal einen Spieler, für den wir eine Zwischenstation machen. Das juckt die Verbände ja nicht, die wollen nur, dass man liefert, sonst würden solche Ansetzungen auch. Ja, da hast du natürlich das perfekte Beispiel gebracht mit Lewandowski. Ja, ja. Gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Also ich denke, Lewandowski war auch nur eine Zwischenstation beim FC Bayern. Denke ich auch. Weil alles andere wäre ja auch, ne? Ach, herrlich. Ich habe genau auf diesen Namen gewartet, ne? Schon echt nice. Also, Lewandowski ist am 1.7.2014 zum FC Bayern gekommen und ist am 19.7.2022 weiter nach dem FC Barcelona. Ich denke, 8 Jahre kann man als Zwischenstation schon mal gelten lassen. Also ich denke, da sieht man, dass wir nur eine Zwischenstation waren. Ah, Alto Berdi, ey. Wie kannst du denn Lewandowski raushauen? Jetzt mal ernsthaft. Was ist denn los mit dir? Du kannst doch keinen Spieler raushauen, der 8 Jahre bei uns war, sich zum Weltstar entwickelt hat, alles gewonnen hat und dann nochmal 2 Jahre nach Barcelona gehen möchte. Wild. Aber ich finde schon krass, wegen den Spielern Champions League von 63 auf über 100 Spiele, Länderspiele werden immer mehr. Ja, also da müssen wir ja nicht drüber reden, ne? Du spielst halt alle 3 Tage. Punkt. Fertig. Wenn du nur im Spitzenclub spielst,
Wenn du Nationalspieler bist, spielst du alle 3 Tage. Fertig. Vielleicht so die ersten 2, 3 Wochen, weil aber nur in Deutschland. In England hast du noch mehr Spiele, weil die 2 Vereine mehr haben und noch einen Pokalwettbewerb mehr haben. So, du spielst alle 3 Tage. Fertig. Ja. Bayern ist nicht der Gipfel. Aha. Was sind wir denn dann? Nicht der Gipfel sind. Aber ja, du hast recht. Ich glaube, in der FIFA-Weltrangliste sind wir aktuell nur Zweiter hinter Real Madrid. Das stimmt. Also sind wir nicht der Gipfel, da gebe ich dir dann recht. Wir waren aber auch lange Jahre die Nummer 1, aber gut. Aber aktuell hast du dann natürlich recht mit dieser Aussage. Eieiei. Aber ich guck mal eben nach. Vielleicht sind wir auch abgerutscht. Nein, wir sind immer noch Zweiter. Und Real Madrid ist hinter uns. Manchester City ist vor uns. Wild. Ja, weiß ich nicht. Was ist dann der Gipfel? Also die Aussage ist natürlich Schwachsinn, wa? Ich denke, das merkst du selber. Wenn nicht, dann keine Ahnung, dann willst du einfach nur trollen. Ja, du kannst schon den FC Bayern mit Real Madrid und Barcelona, Liverpool und so weiter gleichsetzen. Da müssen wir nicht drum rumreden. Fertig. Ja, aktuell fußballerisch nicht, da brauchen wir nicht drum herum reden. So, das steht auch gar nicht zur Diskussion. Solche Aussagen sind natürlich Tulux. Eine Zwischenstation ist für mich, das kann ja auch jeder anders für sich interpretieren, wenn das für jemanden eine Zwischenstation ist, wenn ein Spieler seine Karriere woanders auslaufen lässt. Okay, aber ansonsten eine Zwischenstation ist, wenn du beim Verein 1, 2 Jahre bist, um dich zu entwickeln und der Verein dich dann für mehr Geld verkauft. So, Punkt. Hättest du jetzt zum Beispiel gesagt, der Gravenberg hätte den FC Bayern als Zwischenstation genommen, hätte man das ja noch irgendwie argumentieren können. Ne? Evi ist ja schon wild. Ich finde, Mazraoui hat sich auch nicht richtig durchgesetzt bei uns. Ja, leider unter Nagelsmann hat er sich durchgesetzt, nachdem dann der Trainerwechsel war. Ja, war das Thema schon wieder durch, leider, ne? Ja, wie gesagt, wir sind Zweiter der Weltrangliste, also sagt das alles aus, müssen wir nicht weiter darüber diskutieren. Punkt. Aha. Ja, ja, ja. Es geht nicht um irgendwelche aktuellen Ranglisten, sondern um globale Strahlkraft und die Historie. Da ist Bayern definitiv nicht ganz oben. Die Spieler wollen Ruhm erlangen im globalen Fußball. Die Real Madrid Superstars, Champions League Titel und Weltfußballer Awards. Ja, auf die Diskussion steige ich jetzt nicht ein. Die kannst du, keine Ahnung. Vielleicht findest du einen, der mit dir privat darüber diskutiert. Deine Aussage ist absoluter Schwachsinn halt einfach. Solltest du dich mal mit den Top-Teams beschäftigen. Deswegen ist er natürlich auch ein Harry Kane zum FC Bayern gegangen und nicht nach Real Madrid, die händeringend Stürmer gesucht haben, sonst wo, weil wir keine Strahlkraft haben. Nee, ist schon richtig. Schon klar. Also, keine Ahnung. Wild. Wildes Statement. Aber wenn das deine Ansicht ist, ist das ja okay. Die kannst du ja haben. Ich sehe das halt anders. Er kam bloß auf die bescheidene Idee, Stanny in Vizekusen versauern zu lassen. Verschenktes Jahr fand ihn solide für sein Alter. Ja, vielleicht hätte er den nächsten Step gemacht dieses Jahr, aber anscheinend, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wer das entschieden hat. Der Tuchel war, der gesagt hat, so, nee, ich ist nicht so, sehe ich nicht so bei uns oder I don't know, schwierig. Wäre schön, dass mal, ja, das irgendwie mal erklärt zu bekommen, wer das entschieden hat. Wir haben es ja so erklärt bekommen, ja, zu der Zeit war Pavard ja noch da und Stani hatte keine Perspektive. Obwohl ein Stani natürlich auch mit Mazraoui in den Konkurrenzkampf hätte gehen können. Ne? Also habe ich halt auch nicht gefühlt, die Aussage.
Ja, man merkt bei Stani auch schon, dass es ein bisschen das Versauern beginnt. Die Kroatien-Spiele gesehen und die waren alle unter aller Sau bei ihm leider. Ja, keine Ahnung, er wird sich mit Sicherheit auch ein bisschen mehr erhofft haben, ne? Aber was willst du machen? Ei. Warte, ich muss noch mal eben gucken, warte. Harry Kane ist 30 Jahre, der kam nicht mal von Spitzenverein. Ach so. Ihr tut so, als wäre der Cristiano Ronaldo. Alter Schwede, dieses verblendete Bayern-Umfeld. Real Madrid wollte dieses Jahr eben bewusst keinen Stürmer holen wegen Mbappé 20, aber ja, meine Meinung, feier dich und deine Streams grundsätzlich. Fühle ich auch nicht die Aussage. Tut mir leid. Fühle ich nicht wirklich. Tottenham, ja, die haben nichts gewonnen unter Harry Kane, gebe ich dir recht. Kannst du jetzt nicht als Spitzenclub betiteln. Ja, aber wer ist denn Cristiano Ronaldo, Alter? Cristiano Ronaldo wurde uns letztes Jahr schon angeboten. Hätten wir nur Ja sagen müssen. Aber Cristiano Ronaldo läuft auf Zahnfleisch. Also ich bitte dich. Also wenn Harry Kane zu alt ist, was ist denn dann Cristiano Ronaldo? Ist doch wild, oder? Wild. Aber gut, wie gesagt, jeden seine Meinung, alles gut. Ich denke nicht, dass ich verstrahlt bin. Ich denke schon, dass ich eine relativ solide Sicht darauf habe. Das Problem ist einfach bei uns gewesen, dies Jahr und die letzten Jahre, warum zum Beispiel so ein Bellingham oder so ein Nkunku, warum man sich nicht um diese Spieler bemüht hat, weil wir halt unsere tollen deutschen Nationalspieler haben und die halt unantastbar sind bei uns. Das ist das große Problem. So, das ist das Problem. Wer kommt denn zum FC Bayern? So, wenn er keine Perspektive hat. Das ist so das Ding. Tja, so ist das halt. Würdest du dazu sagen, Tuchel spielt mit Bayern eine solide Saison, aber die nur Ergebnisfußball und 2004 kommt Alonso als neuer Trainer von Leverkusen? Ja, warten wir erstmal ab, ob der Tuchel eine solide Saison spielt. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das Ding ist, das Problem, was ich sehe, guck mal, du hast dich jetzt schon vor der Saison, du hast dich komplett auf den Tuchel eingelassen, was ja okay ist. Ne? So, du lässt dich jetzt zur Winterpause nochmal voll auf den Tuchel ein. Das heißt, du holst einen Sechser, der super defensiv ist, weil das Tuchel Fußball ist. Du wirst sehr wahrscheinlich oder eventuell einen Kimmich dadurch absägen, das wissen wir ja noch nicht. Wird man sehen. Ansonsten wirst du einen Leon absägen oder weiß ich nicht, sonst wen, weil nun mal einfach ein Platz weniger da ist. Das heißt, der Tuchel holt immer mehr seine Spieler für sein Spielsystem. So. Und dann würdest du am Ende der Saison sagen, ja, ich hole jetzt schon wieder einen neuen Trainer, der dann wieder mit einer Holding Six zum Beispiel gar nichts anfangen kann, weil das gar nicht sein Spielstil ist. Ja? Das ist halt schwer. Real Madrid auf die 1. In welcher Rangliste? Lass mich anders fragen. Glaubst du, Tuchel überlebt die Saison? Das ist schwierig. Das ist schwierig. Also aktuell würde ich sagen ja, weil die Ergebnisse stimmen. So, solange wir nicht irgendwie wieder so eine Phase haben, wo die Ergebnisse nicht mehr stimmen, denke ich, Tuchel überlebt die Saison. Er muss ja erstmal nur bis zur Winterpause überleben. So, dann kriegt er seine Spieler, gehe ich von aus auf jeden Fall. Er wird einen Rechtsverteidiger kriegen, den er haben möchte, der in sein Spielsystem passt. Er wird eine Holding Six kriegen, die er haben möchte. Dann wird das ein bisschen anders aussehen. Ob das dann jetzt, also wir werden nicht unter Tuchel so einen attraktiven Fußball spielen, wie wir ihn wahrscheinlich die letzten Jahre eher gesehen haben, denke ich. So. Aber das wusste man vorher, wenn man sich einen Tuchel ins Haus holt. Also von daher, das heißt ja nicht, dass er nicht erfolgreich ist, der Fußball. Schwierig. Also mit den aktuellen Leistungen, die wir gesehen haben, hätten, keine Ahnung, wenn da 2 oder 3 Niederlagen bei gewesen, ja, dann wäre es schon sehr eng. So. Deswegen, man muss abwarten, was die nächsten Spiele bringen.
Hoeneß hat Tuchel bereits angezählt. Ja. Ja, da gucken wir gleich mal rein, ob das in dem Interview ist. Und bereut das Nagelsmann. Ja, obwohl das scheinheilig ist, ne? Machen wir uns nichts vor. Habe ich ja schon im letzten Stream gesagt. Also ich denke, wir sind ja uns wohl einig, dass ein Brazzo und Olli Nagelsmann nicht entlassen haben, ohne dass der Olli das wusste. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also wenn doch, dann Hut ab, dass der Uli sich so weit zurückgezogen hat. Weiß ich, kann ich schwer einschätzen. Aber das wäre schon wild. Wie findest du Tuchel vom Typ her? Mit dem mit seiner Dickköpfigkeit, dem öffentlichen Gejammer und dem dürftigen Fußball katastrophal. Ja gut, der dürftige Fußball hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Typ zu tun. Freue mich, dass er nicht bei Real gelandet ist. Ja gut, aber Real wäre ja auch nicht, ja, die spielen ja auch nicht den Fußball, den er da verkörpert, ne? Also Tuchel vom Typ her finde ich erstmal okay. Ich hätte mir von ihm ein bisschen mehr Härte gewünscht, wo er angefangen hat bei uns. Das hat er leider versäumt. Das versucht er jetzt irgendwie mit Gejammer nachzuholen, was der völlig falsche Weg ist. Ja, schwierig im Moment. Schwierig. Wirklich schwierig ein bisschen. Also ich bin da auch ein bisschen hin und her gerissen beim Tuchel. Also ich würde ihn jetzt aber noch nicht abschreiben oder Tuchel rausfordern oder sowas, ne? Das ist ja Schwachsinn. Aber ja, es wird interessant zu sehen sein, wie er durchkommt. Sagen wir es mal so. Uli bringt nur Unruhe rein mit seinem Gesabbel. Ja, das ist leider so. Glaubst du, Mazraoui wird suspendiert? Ja, wenn ich die letzten Aussagen von Tuchel und Freund beim Boateng gesehen habe, glaube ich das nicht. Wenn Herr Freund und Herr Tuchel das nicht entscheiden, könnte ich mir das vorstellen. Aber da Herr Freund unser Sportdirektor ist und Tuchel unser Trainer, denke ich eher, dass er nicht suspendiert wird. Man wird irgendein Rumgeeier machen öffentlich, sagen bla bla bla, so und so. Ja. Aber vielleicht überrascht mich unser Verein. Alles leider nicht Bayern-like, das ist richtig. Die Phase wird aber kommen, glaube ich. Ja, kann gut sein. Also wenn die Phase kommen sollte, dann wird er schwer haben. Ne? Also wir müssen nicht drum herum reden. Ja, dass der Fußball nicht schön ist. Ne? So. Er ist aber ergebnistechnisch erfolgreich. Ja. So. Und dann ist halt schwierig, wie willst du das verkaufen, also? Aber ich meine, das wusste man halt vorher. So, jetzt ist die Frage, wer hat den Tuchel verpflichtet? War der Uli mit im Boot? War der Uli nicht mit im Boot? War das Brazzo und Ollis alleinige Kiste? Ja. Und dann, ne? Wird schwierig. Tuchel ist sehr launisch in der Außendarstellung. Ja. Tuchel ist manchmal, sagt er, was er denkt. Dann haut er mal raus. Meistens aber nicht in der Pressekonferenz. Fairerweise muss man sagen, dass ihm da auch meistens nur dumme Fragen gestellt werden. Aber so in so Interviews, zum Beispiel zum Champions League und sowas, da hat er ja auf der Zone schon klare Themen, klare Kanten rausgehauen. Also. Bup, 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 bup. Ja, schreiben kannst du ja alles, was das Thema Fußball betrifft. Alles gut. Mm, 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 mm. Ich bin irgendwie der Meinung, mit Nagelsmann hätten wir in der Champions League letztes Jahr was gerissen. Vielleicht auf Kosten der Liga. Ja, ist immer schwierig, ne? Was willst du da jetzt zu sagen? Wie gesagt, Nagelsmann Problem war Olli und Brazzo. Ja, Punkt. Er hätte einfach mal Rücken kriegen müssen. So. Habe ich auch schon 100 Mal gesagt. Da hätte sich der Sportdirektor hinstellen müssen und sagen müssen, pass auf, das ist unser Coach. Hier, entweder performt ihr jetzt oder ihr könnt am Ende der Saison den Verein verlassen. Punkt. Da hätte man eine ganz klare Ansage kommen müssen an die Spieler. Ja?
Fertig. So, das hat man nicht gemacht. Man hat dann lieber den Trainer, wie immer. Trainer ist das schwächste Glied, hol 'n Trainer weg, hol 'n neuen. Ja, wild. Und ob der Nagelsmann die Kurve gekriegt hätte, wer weiß. Aber darüber zu philosophieren ist halt schwierig, ne? Im Doppelpass war das Thema Tuchel und Hoeneß. Angeblich wusste er es nicht und dann haben Kalle und Uli beide entlassen. Ja, ich habe es ja schon mal gesagt, der Uli wollte den Tuchel ja nie haben. Der war ja schon zweimal bei uns im Gespräch. Der Rummenigge wollte ja den Tuchel unbedingt holen damals. Na, Uli hat sich ja quergestellt. Ja, da kann man jetzt rein interpretieren, was man möchte. Ich habe ja auch schon gesagt, wenn der Max Eberl kommt, wird's für Tuchel eng. Und da bleibe ich auch bei. Ah. Wen findest du von den Bayern-Reportern am besten und welches Medium konsumierst du am ehesten bezüglich Bayern News? Ich kann dir Bayern-Reporter ist für mich alles ein Level. Also, ich habe da jetzt keinen, wo ich sage: „Boah, der stellt ja super intelligente Fragen." Welches Medium konsumierst du am ehesten bezüglich Bayern News? Eigentlich gar nichts. Nichts Spezielles. Gucke Google News durch, da habe ich ab und wann mal irgendwas zwischen. Ähm, also Bild konsumiere ich gar nicht, Bild-Zeitung. Sport 1 ab und wann mal Kicker, ja. Aber jetzt nicht irgendwie. Also ich setze mich jetzt nicht dahin und gucke speziell, keine Ahnung, was gibt's gerade für Gerüchte über den FC Bayern oder sowas. Also wenn, konsumiere ich die FC Bayern Page, ja, dann weiß ich, das sind Sachen, die safe sind. Oder irgendwie so ein Interview auf der Zone oder hier das Interview vom Uli, jetzt auf RTL oder sowas. Sowas konsumiere ich. Aber alles, was jetzt geschrieben steht, machen wir uns nichts vor. Ja, da ist vielleicht immer so ein Fünkchen Wahrheit dran, aber da kannst du ja nichts für voll nehmen. Ja, solange da nicht irgendwas Offizielles von Richtung Verein kommt, ja. Ist das genauso, wenn ich mich hier hinsetze und meine Meinung kundtue, so hockt sich da ein Reporter hin und interpretiert seine Meinung in irgendwelche Aussagen vom Tuchel aus der PK. Mehr ist das halt auch nicht. Ist halt immer schwierig. Also in der Sache bin ich gespannt, was aus der Süd kommt. Gut, da brauchst du, glaube ich, nicht gespannt sein. Sollte klar sein, was da kommt. Aber wen soll man denn als Nachfolger von Tuchel holen? Ja, die Frage habe ich ja auch schon aufgemacht. Im letzten Stream. Die, die Frage habe ich auch aufgemacht. Wen willst du holen aktuell? Ne? Ist ja so. Wen holst du? Ich glaube auch nicht, dass der Tuchel jetzt irgendwie kurzfristig gegangen wird oder sowas. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, was gibt das auch für ein Bild ab? Ich meine, wir verfeuern ja die Trainer im Moment wie, das ist ja wild. Das ist ja super wild. Nachfolger, ja. Zinedine Zidane wäre auf dem Markt. So, das ist auch das Einzige, was du irgendwie fühlst. Ansonsten musst du warten, ja, vielleicht tut sich das ein Alonso nächstes Jahr an. Vielleicht wird er das tun, was weiß ich. Das sind aber alles Spekulationen. Das ist keine Ahnung. Wie gesagt, wir müssen mal wieder dahin kommen, so wie es jahrelang war, dass man mal sagt, so, der Verein hat dieses Konzept an Fußball. So. Was so ein Van Gaal und Guardiola geprägt hat bei uns, so diese Phase so. Muss jetzt nicht diese Art Fußball sein, kann ja auch eine andere Art Fußball sein, wie es vielleicht so ein bisschen unter Hansi war, dass wir auch viel gekontert haben und sowas, aber trotzdem schön Kombinationsfußball gespielt haben. Aber man muss mal dahin wieder hinkommen, dass man sagt so, ja, das ist so unsere, in Anführungsstrichen, Main-Strategie. Ja, so. Dafür haben wir ein gewisses Spielerpotenzial. Da holen wir uns einen Trainer, der dazu passt. So, der kriegt dann vielleicht noch seine 2, 3 Spielerchen dabei, wo er noch irgendwie Handlungsbedarf sieht. Aktuell habe ich das Gefühl, nee, so, keiner weiß, in welche Richtung es gerade gehen soll. Nochmal, wenn du jetzt den Tuchel hast, der Tuchel holt seine Spieler, kannst du nicht in einem Jahr wieder sagen, wir schmeißen wieder alles um. So, wie soll das funzen? Und das andere Problem ist, dass wir seit Jahren an Goretzka, Kimmich festhalten, als unsere Leader und Spielbestimmer und es wird nur noch grottiger. So, das hat halt keiner im Verein. Wenn ich jetzt schon wieder lese, ja, Kimmich war mal in Barcelona, hat wie die Fühler ausgestreckt und dann gleich, oh nein, Josa, nein, können wir nicht, wir müssen sofort den Vertrag verlängern. Alter, da fällt mir ein Ei aus der Hose.
Da weiß ich nicht, ob der Uli blind auf den Augen ist manchmal. Ja, verdienter Spieler hin oder her, ist ja alles gut und schön. So. Aber sind ja uns wohl alle einig, dass das aktuell nicht gut ist. Sieht man ja auch in der Nationalmannschaft. Also, es muss echt mal eine Philosophie her und die muss dann auch mal getragen werden, weißt du? So, man hat den Nagelsmann verpflichtet, was ich super fand. Ja, es war klar, dass es Probleme geben wird. So, da ist ein Neuer, da ist ein Müller, ja, und dann ist da ein Trainer, der noch nichts gewonnen hat, der 3 Jahre jünger ist und erzählt denen dann, jetzt, du musst das aber jetzt so machen und du musst das so machen. Ja, und die sagen so, was? Mach ich doch jetzt nicht mehr. Wer bist du? Was hast du erreicht? So, weißt du? War logisch, dass es Probleme gibt. Deswegen sage ich ja, da hätte der Sportdirektor sich mal da hinhocken müssen und sagen müssen, hier Männer, das ist der Trainer für die nächsten 3 Jahre, Punkt. So, das alles haben wir im Moment nicht. So, du siehst unter Tuchel keine Philosophie, weil er unbedingt sein Spielsystem spielen will, wofür ihm die Spieler fehlen, was man versäumt hat, die Spieler zu verpflichten. Ja, ob das mit dem Hintergedanken war, denke ich, werden wir sehen. Dann ist der Tuchel nämlich in den nächsten Monaten irgendwann weg. So. Dann wird man aber auch keine Holding Six mehr im Winter verpflichten. Bin ich sehr gespannt. Wild halt. Kannst du viel spekulieren, kannst du viel reininterpretieren. Keine Ahnung. Dann hätte man aber, wenn der Uli sich jetzt da so hinstellt, ich habe das Interview noch nicht gesehen und gesagt hat, ja, ich hätte den Nagelsmann nicht entlassen, ist ja schon so der Seitenhieb am Tuchel, ja, dann hätte er doch direkt sagen sollen, wo er verpflichtet wurde, pass mal auf, der Nagelsmann steht da unter Vertrag, so, wir nehmen den zurück und schmeißen den Tuchel wieder raus, der passt nicht. So, ja, fertig, wäre eine Ansage gewesen. Hätte sich nur einmal lächerlich gemacht. Wenn sie den Tuchel jetzt in den nächsten 2, 3 Monaten rauswerfen, Alter, dann ist ja ganz, hier, da blickt doch keiner mehr durch bei uns. Junge, ist ganz wild im Moment. Ich freue mich auf die Jahreshauptversammlung am 12.11. Hoffe, die wird übertragen. Klar wird die übertragen. Wir knallen uns die hier rein im Stream. Brauchen wir eine Menge Popcorn, denke ich. Okay, nehmen wir an, sie holen im Winter einen Sechser, Palini oder den von City. Und sie legen in der Abwehr nach und Bayern fliegt im Viertelfinale raus, gewinnt den DFB-Pokal nicht und wird nicht Meister. Was ja in diesem Jahr sehr realistisch ist, wegen BVB, Leverkusen, Leipzig. Fliegt Tuchel. Ja, auf jeden Fall fliegt ein Tuchel ohne Titel. Also ich denke, ein Tuchel wird wahrscheinlich auch fliegen, wenn er nur mit Ach und Krach Meister werden wird oder so. Ja, ich denke, sagen wir mal so, lass uns mal die Winterpause abwarten, ob wir wirklich sagen, wir nehmen da irgendwie 60 plus Mille in die Hand, um ein paar Linie oder sonst wem zu verpflichten als super defensiven Sechser. Warten wir das mal ab. Denk mal, wenn man da sagt, nee, machen wir nicht, wir nehmen lieber irgendeinen für 20 Mille oder so, dann denke ich, wie ist das schon ein Fingerzeig. Suche fliegt, bevor sie aus allen Wettbewerben raus sind, das lassen die nicht zu. Ja, das kann ja innerhalb von einer Woche geschehen, sowas. Weiß man ja nicht. Unsere alle Vereinsspitze haben sich doch BWL, Olli und Hassan ausgesucht. In den Interviews von Uli sieht man einfach, dass er nicht mehr auf Höhe der Zeit ist. Warum muss er Kahn und Tuchel kritisieren und dann den Ex-Trainer loben? Hatte mal wieder null Mehrwert. Ja, bin ich bei dir. Wie gesagt, man kann das ja auch denken, ne? Ist ja auch okay, wenn er das denkt. Ähm, Kann er ja dann auch intern irgendwie äußern. So, aber das öffentlich zu äußern und dann eben. Was passiert denn? So. Die erste Pressekonferenz am Freitag oder wann kommt die Frage an Herrn Tuchel? Ja, was sagen Sie denn zu den Aussagen von Herrn Hoeneß? Ja, also, das sind immer Dinger, die man sich da aufmacht. Das ist dasselbe mit der Harry Kane-Verpflichtung, wo er sich da hingesetzt hat und auch große Sprüche gemacht hat, der Uli. Das ist alles nicht zuträglich, ne? Das ist schwierig. Weiß ich auch nicht. Nachfolger Tuchel gleich Alonso. Ja. Wie gesagt, die Frage ist doch, ob der überhaupt da weg will. Warum soll er da weg? Er hat sich jetzt eine Mannschaft aufgebaut in Leverkusen, hat Erfolg. Das will er doch mit Sicherheit erstmal mitnehmen. Ja, und dann Real sucht einen Trainer nächstes Jahr. Schwierig. Schwer abzuschätzen. Kloppo ist auch irgendwie nicht unumstritten in Liverpool. Wer weiß. Alonso würde unsere Abwehr wieder sattelfest machen.
Ja, Alonso spielt halt auch anderen Fußball wie 'n Tuchel, ne? Na ja, dass kein Spanier nach München geht, wenn er nach Madrid gehen kann, weiß ich nicht. Denke mal, das kann man nicht so an der Nationalität festmachen, sondern eher an den Spieler oder den Trainer halt. Was ja okay ist. Für Madrid braucht er noch 'n bisschen Erfolge, die er sich in München holen kann. Ich denke, nächste Station ist München oder wenn Klopp aufhört, Liverpool. Na ja, ich kann mich dran erinnern, dass 'n Zidane auch keine Erfolge vorzuweisen hatte, wo er in Madrid, Trainer wurde, oder? Hat dann gleich die Champions League geholt, also. Glaubst du, Christian Groß verdrängt Goretzka beim DFB? Ich glaube nicht, dass der Leon überhaupt irgendwo gerade gesetzt ist beim DFB. Das glaube ich nicht. Würdest du Goretzka generell verkaufen? Wenn wir Tuchel-System spielen, musst du ihn verkaufen, weil du keinen Platz hast für 'n Goretzka. Sei denn, man würde den Goretzka als Sechser umschulen. Das müsste er aber wollen und der Trainer müsste mal die Eier haben, das zu machen. Ich würde dem Leon die Chance geben, ja, aber ansonsten es gibt die Posi nicht. Weil man hat 'n Grafenberg deswegen weggeschickt, weil's diese Position nicht gibt bei uns, weil man ihn dann eher als Zehner gesehen hat, obwohl er derselbe Spieler ist wie 'n Leon, ne? Box to Box, vielleicht 'n bisschen mehr eleganter, ja, sage ich mal, wie 'n Leon vielleicht. So, aber es gibt im Moment keine Goretzka-Position bei uns. Alle Gegner stehen tief gegen uns. Also, so, und dann willst du einen Sechser haben, hast einen Achter. So, und das Leon ist nicht der Achter für den Gegner, der tief steht. Also, warum sollte Alonso nicht zu Bayern gehen? Ja, warum sollte er zu Bayern gehen? Ist doch die andere Frage. Wie gesagt, der guck mal, er hat sich doch jetzt in Leverkusen was aufgebaut, ist jetzt im zweiten Jahr, ist super erfolgreich. Überleg mal, er wird Meister mit Leverkusen. So, schwierig, weiß man nicht. Kann man halt schwer einschätzen. Ist halt die Frage, hat er dann wieder Bock, direkt wieder eine neue Mannschaft aufzubauen, was du in München definitiv machen musst, ne? So machen wir uns nichts vor. Aber da muss der Verein auch mitgehen und muss endlich mal sagen, so die Altgedienten bei allen Erfolgen musst du dann halt mal austauschen, ne? Das ist ja das große Problem, was wir die letzten Jahre haben, dass die halt unantastbar sind. So 'n Kimmich ist bei uns unantastbar, warum auch immer. Punkt. Genauso wie Neuer unantastbar ist. Ja, Müller hat man jetzt langsam mal so 'n bisschen in die zweite Reihe geschoben. Ja, aber so 'n Kimmich ist unantastbar, egal was er spielt. Ist halt wild. Ja, so wie's der Nagelsmann doch gesagt hat zum Groß, ja, wenn er gute Leistung bringt, das Leistungsprinzip zählt. Warum sollte er ihn dann rausnehmen? Ist doch völlig legitim. Stimme dir zu und würde mir wünschen, Trainer und Sportvorstand länger eine Chance zu geben. Spieler müssten dankbar sein, Profi sein zu dürfen und dementsprechend Leistung zu bringen. Tag für Tag müssen wir auch auf Arbeit. Ja. Warum müssen Nationalspieler extra Geld bekommen? Die sollten aus Stolz spielen, dann ihr Gehalt ist hoch genug im Verein. Ja, da bin ich ja bei dir, habe ich in meinem Nationalmannschaftsvideo auch gesagt. Also, es ist einfach eine Frechheit, dass Nationalspieler da irgendwelche Prämien bekommen für irgendwelche ich glaube, Gehalt kriegen die ja nicht, ne, aber die kriegen Prämien auf jeden Fall, wenn die 'ne EM spielen und sowas. Und wenn die sich qualifizieren und hast du nicht gesehen. Genau wie der warum bekommt 'n Nationaltrainer 4 Millionen € Gehalt? So, ja? Auch der müsste, 'ne Kostenpauschale kriegen, ja, so, dass er sein Haus bezahlen kann oder seine Miete und sich was zu essen kaufen kann und gut ist. Ist halt genau so 'n Thema. Diesem Kader werden wir auch nicht die Champions League holen. Ne, das glaube ich auch nicht. Also, ich denke, Champions League brauchen wir dieses Jahr nicht drüber nachdenken. Selbst wenn noch irgendwie der Hightech-Sechser kommen sollte und noch der Hightech-Außenverteidiger, da musst du schon viel Glück haben, dass die direkt funktionieren, dass die direkt Tuchel-Fußball kapieren. Ja, wild. Ich meine, auszuschließen ist nicht, ne? Spielglück, sonst was, müssen wir uns nix vormachen. Aber realistisch gesehen, nein, spielen wir keine Rolle dieses Jahr.
denke, es wird darauf ankommen, ob man eine richtige spielerische Handschrift erkennt. Das könnte Tuchel noch retten im Falle von Titellosigkeit. Ja, aber die sieht man ja bisher nicht. Das ist ja das Problem. Man sieht nicht die Idee. Ja, man sieht, ja, wer möchte gern mit 'm Sechser und 'n Achter spielen, nicht mit, auf einer Höhe. Ja. Und wir sehen, dass Flanken verboten sind. Das sehen wir auch. Ja. Wir sehen, dass wir mit 'm Neuner spielen, der sich fallen lassen muss. Wild. Wild. Mit dem Kader wäre es machbar, aber nicht mit der Einstellung, die manche Leute haben. Ah, weiß ich nicht. Wir sind kein Team. So, wir sind seit locker einem Jahr kein Team. Punkt. Wir sind einfach kein Team auf dem Platz. Das ist der große Unterschied zu Leipzig, zu Leverkusen. Bei Dortmund weiß ich nicht. Glaube, die haben auch manchmal ein bisschen Probleme, so teammäßig. Aber wir sind einfach kein Team. Punkt. Du hast mehr Egoisten auf dem Platz als Teamspieler. So, da kann der eine nicht mit dem anderen oder der gönnt dem das nicht. Ich weiß ja nicht, woran es liegt. So, aber wie soll sich das auch ändern, wenn du immer noch die gleichen Leute in den gleichen wichtigen Funktionen auf dem Feld hast? Ne, was soll sich da ändern? Man holt immer wieder einen neuen Trainer und hofft, es ändert sich was. Es ändert sich aber nicht. Wie auch. Was hältst du von der Uli-Aussage, in der Champions League sei das Halbfinale das höchste der Gefühle, also er schraubt die Erwartungen runter. Ja, ist auf jeden Fall realistisch. Ja. Müssen wir uns nichts vormachen, oder? Habe ich ja gerade schon ausgeführt, also. Ja, wir werden uns die gleich reinziehen. Ich habe das noch nicht gesehen. Ich habe da gerade auf YouTube geguckt, ist drinne, 20 Minuten. Dann gucken wir uns mal die Hoeneß-Aussagen an. Dann kann ich da direkt was zu sagen. Spätestens, wenn der Timer abgelaufen ist. 37 Minuten. Kloppo für Bayern ist ein feiner Typ. Ach, ich weiß. Ja, das ist auch so meine Aussage, Anbu. Kloppo will ich nie in München sehen, habe ich früher immer gesagt. Wahrscheinlich wird er noch mal so ein Jahr zünden, weil er so der Motivator ist. Aber noch mal, du musst halt einfach die wichtigen Positionen jetzt wechseln. Ja? Wir sind seit Jahren mit diesen Spielern, die angeblich unsere Führungsspieler sein sollen, und die kriegen es nicht hin. Wir sehen's. Wir sehen's in der Nationalmannschaft, wir sehen's bei uns seit Jahren. Ja. Und dann setzt sich der Tuchel hin, sagt, er will eine Achse bilden, und lässt dann so ein De Ligt, wird völlig ignoriert. Also, ach, ganz wild. Also der Tuchel hat ganz wilde Takes dieses Jahr. Ich weiß auch nicht. Ja. An, du sprichst mir von der Seele. Ah, du sprichst mir aus der Seele. Also Kloppo in München wäre nicht glaubwürdig, oder? Er wäre nicht glaubwürdig. Also nicht, wenn man ihn in Dortmund gesehen hat die ganzen Jahre. Wahrscheinlich wird er Erfolg haben, ja, glaube ich schon, aber ich weiß nicht. Wäre schwer. Wäre schwer. Müsste ich echt warm werden. Aber es wäre mal schön, wieder einen Trainer an der Linie zu haben, der ein bisschen rumspackt, ne? Also ich fand es ja schon gut, dass wo die Assistenten an der Linie war mehr los, als wenn Tuchel da war. Weiß ich auch nicht. Ich finde das immer schwierig, wenn die Mannschaft echt Grottenfußball kickt und der Trainer da einfach auf seiner Bank sitzt und keinerlei Einfluss versucht zu nehmen oder so, ne? Ganz wild. Schreibt die Champions League nicht ab. Letzte Saison hat es Inter ins Finale geschafft. Die waren in der K.O.-Spielen in den richtigen Teil des Spiels. Ja, ne, ich schreibe die auch nicht ab, aber ich sage einfach, wenn du unsere Spielweisen siehst, unseren Kader siehst und das mit den anderen Favoriten in der Champions League vergleichst, ist es schwer. Ja. Da sagst du nicht so, ich habe den FC Bayern ganz vorne auf dem Zettel. So ehrlich muss man sein. Punkt. Ja. Klar, nochmal, Losglück, sonst was, glückliche Schiri-Entscheidung oder einfach gute Tagesform. Da müssen wir auch nicht darüber reden, dass wir haben gute Spieler, wir können guten Fußball spielen, habe ich diese Saison aber leider noch nicht einmal gesehen. So, das ist so das Problem, was ich habe, weißt du? Ich habe ja auch gesagt, ja, wir sind jetzt am Anfang der Saison, alles gut, wir brauchen noch keinen guten Fußball spielen, wir fahren die Ergebnisse ein.
Wenn wir nach der Winterpause die Kurve kriegen, spielen guten Fußball, ja, dann ist alles möglich, ne? Aber das können wir jetzt noch nicht absehen. So, das ist halt die Frage. Tuchel und Kloppo gleich. Ne, 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 ne. Nein, glaube ich nicht. Auch vom Typ her nicht. Kloppo ist ja, also 'n Kloppo stelle ich mir immer so vor, keine Ahnung, er ist so der die absolut emotionale Rede in der Kabine kurz vorm Spiel, erzählt da und er die Jungs rausschickt. Weißt du? So à la 300 so. Leonidas. So ist Kloppo. So, und Tuchel ist so, haben wir in der PK gesehen, ja, ich mache erst mal 4 Videokonferenzen für den nächsten Gegner und wir müssen uns da mal auf den Gegner einstellen, weil es ist der SC Freiburg und der SC Freiburg, der ist im Moment so wahnsinnig stark und, ja. Ich weiß, ich kenne den Kloppo nicht, aber ich stelle mir den Kloppo der Kloppo ist für mich so der Motivator-Typ, weißt du? So, der Fußball ist auch nicht gleich. Guck dir Kloppo seine Mannschaften an, die pressen eigentlich immer den Gegner, zu Tode. Ja, ich weiß nicht, ob er immer noch so spielen lässt. Früher war es auf jeden Fall so. Und am Tuchel siehst du, ja, da ziehst du dich mal ein bisschen mehr zurück und mehr behäbig und Ballgeschiebe und ah, so, da bin ich auch, wenn es keinen interessiert, was habe ich verpasst? Ei, 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 du hast vieles verpasst. Nix. Dir im Nachgang angucken. Wurde schon über Matza gesprochen? Was forderst du? Ja, ein bisschen haben wir darüber gesprochen. Was forderst du, was Bayern auf dem Wintertransfermarkt macht? Das ist eine schwierige Frage. Habe ich ja gerade schon so ein bisschen versucht. Guck mal, du musst dir jetzt eigentlich, bevor du jetzt noch einen riesen Stepper machst als Verein, musst du dir jetzt mal überlegen, in welche Richtung du gehen möchtest. So, entweder muss man sich dann klar zu Tuchel bekennen jetzt, muss sagen: „Ja, das ist der Fußball, den müssen wir dann halt so hinnehmen. Das ist der neue FC Bayern, blasöd, kannst du ja machen, ist ja okay.“ Ähm, Da musst du ihm auf jeden Fall die Holding Six geben, die er braucht und du brauchst einen rechten Verteidiger, der gleichzeitig 'n Innenverteidiger spielen kann. Und je nachdem, was da mit Mazraoui jetzt passiert, brauchst du vielleicht auch noch einen richtigen rechten Verteidiger. So, das wären die Transfers, die wir bräuchten, ne? So, aber wenn du sagst: „Ne, ich weiß nicht, ob der Tuchel das so ist“, so, dann wird's schwierig. Dann wird's schwierig. Ich denke, über 'n rechten Verteidiger, der auch Innenverteidiger spielen kann, müssen wir nicht reden. Den brauchen wir auf jeden Fall. Den haben wir ja verliehen an Leverkusen. Das sind wir selber schuld. Ja. Ich meine, klar kriegst du irgendwie noch 'n Innenverteidiger-Talent, für 'n kleinen Preis oder kannst noch irgendwie 'n erfahrenen, der nicht grade schon über sein Zenit ist, ausleihen für den Rest der Saison, kannst du das natürlich auch noch mitnehmen. Logisch. So, wir müssen uns um die Defensive kümmern, ne? Mm. Teils, teils. Kai möchte gerne Gespräch vom Verein mit ihm abwarten. Ja, ich habe ja gesagt, die Aussagen ist natürlich, wenn man sich mit dem Verein, mit den Werten, mit der Geschichte auseinandersetzt, die unser Verein hat, ähm, selbst wenn man dann so denkt als Spieler, so, dann hätte man halt die Fresse halten sollen, ne? So, fertig. So, das zeigt ja, dass er das nicht getan hat. So. Oder es ist halt seine Überzeugung, dann ist das so, dann muss er die auch äußern. Völlig okay, ich habe auch meine Überzeugung, die äußere ich. Von daher verstehe ich das schon. Ja, da muss man aber fairerweise sagen, dann passt er nicht zum Verein. Punkt. Ja. Dann hat das keine fußballerischen Gründe, sondern einfach charakterliche. Dann passt das nicht. Und dann ist doch auch gut. Ja. Ist dann halt so. Kann man sich ja mit auseinandersetzen, oder nicht? Manchmal passt es halt einfach nicht im Leben. So, fertig aus. Punkt. Aber jetzt da irgendwie keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin gespannt, was vom Verein passiert. So, wenn man da jetzt wieder irgendwie so Heckmeck macht und sagt: „Ja, und wir haben mit dem Spieler gesprochen und der meint das eigentlich gar nicht so und bla und Sülz“, ja, das ist lächerlich. Das nimmt ihm ja keiner ab, ne? Also, deswegen, ich bin sehr gespannt, was da passiert. Auf dem Platz sind beide aufbrausend. Das Tuchel und Kloppo? Ah, Kloppo ist aber 'n bisschen mehr aufbrausend, oder? Kloppo ist schon eher so Richtung, Christian Streich mäßig.
Also Tuchel ist mir manchmal echt zu ruhig. Wie der Nagelsmann auch bei uns war. Hätte ich mir manchmal auch ein bisschen mehr Feuer gewünscht. Alibi-Geschwätz geht mir auch auf den Sack. Warum kann man nicht mehr sagen, Freiburg in allen Ehren, aber die müssen wir wegkommen? Ja, hat der Uli doch gesagt, oder nicht? Habe ich zumindest gelesen, dass er das gesagt hat. Wintertransfermarkt gleich Position besetzen, die es benötigt, um endlich auf Dreierkette umstellen zu können. Ja, aber ist der Tuchel so Dreierkette? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, oder? Wenn er eine Holding Six will, spielst du eigentlich nicht mit Dreierkette. Aber sonst hätte ich eine Dreierkette bei uns auch eher gefühlt, ja. Also ich habe die Dreierkette bei uns gefühlt unterm Nagelsmann, das war okay. Aber das Problem war ja, dass viele Spieler die nicht spielen wollten, weil es zu kompliziert war und hast du nicht gesehen. So eine dummen Aussagen waren ja da. Wenn die so rumeiern wie bei Boateng, platzt mir der Kopf. Ja, wir hatten ja vorhin die Frage, was ich denke, was passieren wird. Habe ich ja auch schon gesagt. Also ich denke, also ob ein Mazraoui suspendiert wird vom Club. Ich denke, wenn es der Freund und der Tuchel entscheiden, wird er nicht suspendiert. Ja, wenn es wer anders entscheidet, vielleicht. Aber wie man gesehen hat bei dem Fall Boateng, was da gelabert wurde, glaube ich nicht, dass er suspendiert wird. Vielleicht wird man sagen, wie man es so kennt, so ja, hier Geldstrafe oder sowas und Blase will's halt. Aber wer weiß, vielleicht überrascht uns der Club ja. Wäre zu wünschen. Leider gibt es einige Personen die letzten Jahre bei Bayern, die einfach die Fresse halten sollten. Uli, Mazraoui, Hassan, etc. Bei Bayern geht es gefühlt die letzten Jahre mehr um das Drumherum, dass es auch einen Platz abgeht. Das ist richtig, Frau Sicker. Bin ich ganz bei dir. Bin ich ganz bei dir. Man hört immer zu viel, wie ich ja schon sagte, damals beim Nagelsmann, ne? Man hätte da mal klare Kante zeigen müssen. Oder man hätte ihn gleich früher rauswerfen sollen und sagen sollen, ja, passt nicht. Weil, bla bla bla, alles gut. Aber die Art und Weise, ich meine, wir brauchen nicht darüber unterhalten, wie die PK war von Olli und Bratzo da. Das war ja, Alter. Das war das schlechteste Schauspiel, was ich seit langem gesehen habe, ey. Wie ob Tuche Dreierkette ist, unberechtigte Frage. Warum? Weil wir uns doch auf den Gegner einstellen. Gerade mit Holding Six kannst Dreierkette spielen. Ein Sechser, zwei Achter und alles wird gut. Naja, weiß ich nicht. Dann Tuche weg, wenn es so kommt, wie du denkst. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, wir müssten halt mal wieder so eine Philosophie etablieren, wie ich vorhin schon gesagt habe. Das wäre so meine Meinung. Und wenn das Tuchel-Fußball sein soll, ja, ist das doch völlig legitim. So, da muss man das aber auch klipp und klar sagen. Da kann sich nicht ein Uli da hinstellen und sagen, ja, ich hätte ja den Nagelsmann mal, ne, das wäre ja viel schöner gewesen, ne. So, das geht dann halt nicht. Das passt nicht zusammen. Wobei ich natürlich Uli seinen Gedanken da verstehe. Dem wird der Fußball, den wir halt aktuell spielen, auch nicht gefallen. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Von daher heißes Thema, ne? Suche kann von mir aus morgen rausfliegen. Ja, aber wie willst du das begründen, weißt du? Ja, ja, schwierig. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten Wochen. Bis zur Winterpause. Vielleicht kriegt er ja auch die, guck mal, dass wir es können, haben wir ja gesehen. Wir haben gegen Freiburg 30 Minuten guten Fußball gezeigt. Oder aufsteigenden Fußball. Gegen Bochum war okay, da haben wir ein bisschen Platz gehabt. Alle anderen Spiele war halt echt grausig. Aber dumm sie an Tapeten weggelandet. Ja. Wie gesagt, die Ergebnisse stimmen halt. Meinst du musst ja schon sagen, zum Glück bist du nicht Erster, dann hättest du ja, so hat der Uli ja wenigstens ein kleines Argument. Ey, wir sind nur Dritter in der Liga. Wir haben auch nur 2 Punkte, aber
Wer weiß. Wer weiß, was in der Winterpause passiert. Guck mal, vielleicht spielen wir nach der Winterpause richtig guten Fußball unter Tuchel und alles ist schicki. Kann ich mir im Moment auch nicht vorstellen, ja. Gehe ich mit, aber sag niemals nie, ne? Mir hat vor 2 Tagen ein Kumpel erklären wollen, Kimmich wird von allen so schlecht gemacht, ungerechtfertigt. Dann kam die Eckenstatistik. Dann, dass Tuchel Sané besser gemacht hat. Puh, man muss ja nicht immer eine Meinung sein. Ja, Briggs im Kopf, man wird nie immer einer Meinung sein. Und wenn Tuchel Sané besser gemacht hat, können wir am Ende der Saison sagen. Wie gesagt, Sané hat immer eine gute Phase gehabt, in jedem Jahr bis jetzt bei uns. Die hat meistens 2 Monate gehalten und dann war es vorbei. So. Wenn er das diesmal durchhält, ja, dann kannst du das sagen, dass der Tuchel den Sané besser gemacht hat. Kimmich Eckenstatistik, ja, die Leute müssen einfach mal ein bisschen Mathe lernen. Kannst du die auch ganz einfach gegenargumentieren. Wenn man mit dem Fußball Erster wäre, sollte sich die Bundesliga schämen. Naja, wir sind letztes Jahr Meister geworden, also ich denke, mehr schämen geht nicht, oder? Nee, finde ich nicht, die zu überbewertet sind. Musiala muss einfach nur mal sein Gleichgewicht finden und Tell muss einfach mal ein bisschen spielen. Sarkasmusmodus an. Vielleicht sollten wir König Joshua als Spielertrainer einsetzen. Vorbild dafür ist Mbappé in Paris. Der kann sogar Sportdirektor. Ja, Mbappé ist alles. Der ist der König in Paris. Ja, aber da hatte der Nagelsmann gute Vorarbeit geleistet. Tuchel musste nicht mehr viel tun. Ja, das kommt. Also wie wir Meister geworden sind letztes Jahr, das darfst du keiner erzählen, ne? Also, das war grausam. Das war wirklich grausam. Ich habe auch nicht mit gerechnet. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass wir in Köln gewinnen werden. Also, wild. Ja. Und dann ging diese Saison genauso weiter, wie es aufgehört hat. Außer, dass wir nicht mehr so einbrechen. Dass wir dagegen halten mal. So. Ja. Von daher, wer weiß, lass mal noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Vielleicht kommt es ja noch. Vielleicht wird der Schalter umgelegt. Glaubst du, Real Madrid wird Mbappé, Vinicius, Bellingham, Camavinga und Co. noch aufzuhalten sein? Ja, warum denn nicht? Warum sollte denn nicht aufzuhalten sein? Ich habe immer Übermannschaften. Die sind trotzdem nicht jedes Jahr Champions League-Sieger geworden. Ja, da müssen wir nicht drüber reden, ey. Guck dir Barca an mit Messi in ihren besten Zeiten. So, die sind auch nicht jedes Jahr Champions League-Sieger geworden. Und da kannst du weiter durchgehen. Das ist halt Fußball. Das ist ja, warum Fußball geil ist. So, wenn Geld Tore schießen würde, wäre Paris schon die letzten 10 Jahre Champions League-Sieger geworden. Guck dir an, was Paris, so Paris hatte Messi, Neymar und Mbappé vorne drin und was weiß ich, was alles dahinter. Hör auf. Also, da spielt immer so viel mit rein. Das kann man immer nicht so sagen. Klar ist es dann eine super starke Mannschaft, da muss man nicht drüber reden, aber das ist ja das Schöne am Fußball. Wenn das so einfach wäre, wären wir auch alle irgendwie Millionäre, weil wir würden einfach Bundesliga 11 Spiele richtig tippen und wäre gut. Aber sind wir ja auch alle nicht. Also ist das nicht immer so einfach. Hot Take. Mbappé bleibt bei PSG? Ja, wenn er vielleicht 1 Milliarde pro Jahr kriegt, ist ja kein Problem, oder? Bei PSG. Da muss man aber auch sagen, wie dumm sich Dortmund angestellt hat. Unfassbar. Ja, na klar. Na klar. Müssen wir nicht drüber reden. Wenn du zu Hause gegen Mainz nicht gewinnst, aber schon vorher eine Woche lang feierst, dass du deutscher Meister bist, dann ja. Hör mir auf mit Mbappé, der wird es nie schaffen zu wechseln. Seltsamer Kerl.
Ja, ich verstehe das auch nicht. Also, da müssen wir nicht drum holen. Was verdient der jetzt? 200 Mille im Jahr oder was? Oder für ein Jahr und eine Bonuszahlung und hast du nicht gesehen? Ich frage mich immer, was ist das Ziel, ne? Was ist das Ziel von dem Typ? Ich verstehe das nicht. Geht in meinen Kopf nicht rein. Also, der hat ja in einem Jahr so viel verdient wie, 80 aller Fußballer in ihrer ganzen Karriere, Alter. Und dann muss er immer noch, auf mehr Geld pochen und ja, dann geh doch zum Verein, wo du Titel gewinnen kannst, wo du Weltfußballer wirst und sonst was. Aber keine Ahnung, ganz schwierig. Nochmal 20 Mille mehr im Jahr, ja. Stadion wird bei ihm genannt, der bekommt 50 Clubanteile. Ja, könnte ich mir vorstellen. Die sind so doof. Wild, ne? Mbappé ist von Geldgier zerfressen. Jedes Jahr fordert er aufs Neue und eine Gehaltserhöhung um. Ich verstehe das nicht. Wie gesagt, ich habe es gerade schon gesagt. Es ist halt, man ist bei uns schon frech, was die Spieler verdienen, ne? Müssen wir nicht drüber reden. Aber das ist ja noch mal 'n ganz anderes Maß. Vielleicht sollten wir uns im Verein mal fragen, wo genau die Probleme im Kader beziehungsweise in der Vereinsführung sind. Wenn sowohl Nagelsmann und Tuchel, die beide bewiesen haben, dass sie gute Trainer sind, die Mannschaft nicht hinbekommen. Meine Meinung ist, dass zu viele Spieler, die nicht dauerhaft performen, zu viel Einfluss bekommen haben. Ja, das ist ja, was ich sage. So 'n Kimmich ist unantastbar. Punkt. Der spielt immer, fertig. Wenn er nur noch ein Bein hat, wird er trotzdem aufgestellt werden. So, der kann keine Position halten, der kann die Position nicht spielen, auf die er aufgestellt wird, spielt trotzdem. Fertig. Weil er Josua Kimmich heißt, weil er seinen Vertrag selber verhandelt hat, weil, weiß ich nicht, der Uli irgendwas in dem Josua sieht, ich verstehe es nicht. Es geht in meinen Kopf nicht rein. Ne? Dasselbe mit Gnabry. Was will der Typ bei uns? So, der macht nicht einmal den Eindruck, dass er sich für den Verein zerreißt. Nicht einmal. So, dann kannst du mit dem Sané weitermachen. Ja, der hat jetzt mal die ersten 10 Spiele gut gemacht, alles gut. Die letzten 2 Jahre, derselbe Mist wie 'n Gnabry. Ja, dann kannst du mit dem Leon weitermachen. Kannst du durchgehen. Kannst du durchgehen durch den Kader. So. Das ist ja, was ich sage. Der Verein denkt, ja, ich hole 'n neuen Trainer, der macht alles besser. Ja, ohne Scheiß, wenn der Tuchel ehrlich sagen dürfte, was er denkt, ne? 'N Kimmich und Goretzka wären schon lange weg. 100 Pro. Die wird er gar nicht aufstellen. Wenn er anderes Spielermaterial hätte, würden die nicht spielen. So, aber kann er nicht. Weiß ich nicht warum. Muss da wahrscheinlich unterschreiben, dass 'n Kimmich immer spielt. Ganz wild. Guck mal, du kannst ja 99 Kimmich die Ecken wegnehmen. Ganz wild. Das ist ja, was ich sagte, weil selbst wenn du 'n neuen Trainer holst, du musst halt dann echt mal sagen: „Jo, jetzt hier Leistungsprinzip", ne, so wie's der Nagelsmann grade in der Nationalmannschaft macht und nicht mehr hier, ja, nach Verdienste. So, der Tuchel setzt sich in der Pressekonferenz und erzählt einen, er kann Tell nicht spielen lassen weil das Spieler sind, die Verdienste haben für den Club. Ja, ist doch gut, dass wir haben Verdienste für den Club. So, wenn die aber grade keine Leistung bringen, so, wen interessieren dann die Verdienste von vor 3 Jahren, Alter? Keine Sau. Dann setz den auf 'ne Bank und stell den Tell da in die Startelf. Punkt. So, wenn der Tell das nicht packt, warum auch immer, ja, dann nimmst du ihn wieder raus und bringst den nächsten. So, Leistungsprinzip. Aber nein, das können wir bei uns nicht machen. Ganz wild. Ganz wild. Der Trainer Tuchel ist nicht unser Problem, bin ich überzeugt von. Ja, auch er. Guck mal, du siehst ja jetzt auch wieder, dass das geht ja jetzt los wie unterm Nagelsmann. So, jetzt stellt sich der Uli dahin und, macht so komische Aussagen, die den Tuchel, mit Sicherheit nicht gefallen werden. Ja, auch der kriegt halt keine Kante. So, das ist ja, was ich sagte. Tuchel hat sich vor der Saison hingesetzt, hat gesagt, er braucht 'n Sechser, er braucht dies, er braucht das. Ja, nö. Wir gucken mal am letzten Tag, komm. Wir gucken mal die letzten 2 Stunden, ob da noch was wird. Und wenn nicht, dann ist das so. So. Noch mal, wenn du den Tuchel holst, weißt du, welchen Fußball die werden ja 'n Gespräch geführt haben. So.
Er wird ja gesagt haben, ich spiele dieses System, ich zeige, ihr werdet den Fußball sehen, ich brauche die Spieler dafür. So, das wird ja passiert sein. Der wird ja nicht gesagt haben, was weiß ich, hallo, ich bin jetzt hier und ich schau mal, oder was. Kann mir doch keiner erzählen. Ganz wild irgendwie bei uns. Wer kann den Einfluss auflösen? Ja, der Uli. Wer sonst? Aus Kimmich hätte so ein großer werden können. Ja, hätte er auch. Ja, eben, der Maulwurf ist ja schon die erste Sache, die mal weg müsste bei uns im Verein. Da fängt's ja schon an. Wie kann das denn sein, dass seit 3 Jahren da einer hockt und jeder kleine Furz an die Öffentlichkeit gelangt? Das ist doch schon das Erste. Kann mir keiner erzählen, dass man das nicht rauskriegt. Junge, Junge. Aber jetzt mal ehrlich, Mbappé tanzt Real seit 3 Jahren auf der Nase rum. Für mich wäre es ein Armutszeugnis für Real, wenn sie ihn holen mögen. Also, so wie ich das bisher immer verstanden habe, ist das doch eher, dass Real da nicht irgendwie so viel Ablöse zahlen will, oder? Dass die eigentlich immer wollen, dass er den Vertrag auslaufen lässt und dann verpflichten sie ihn. So, und Mbappé verlängert dann immer irgendwie um 1 Jahr in Paris, weil die ihm irgendwie 250 Millionen für 1 Jahr zahlen und ja, ganz wild. Und Nationalmannschaft funktioniert ja auch ohne Kimmich, den Leader. Wie kann das sein? Ja, da brauchen wir nicht drüber reden, ey. Habe ich ja vorhin schon gesagt, der wird schwer haben halt, ne? Da wieder reinzurutschen. Wenn wahrscheinlich als rechter Verteidiger. Man kann den Einfluss verringern, wenn man mal endlich aufhören würde, den Spielern keine Plattform zum Ausheulen zu bieten und immer mehr Zucker in den Hintern zu blasen. Vielleicht sollte man sich von dem einen oder anderen dann auch mal trennen, auch wenn es finanziell wehtut. Also wird's ja noch nicht immer beim Kimmich oder jetzt beim Leon oder beim Serge. Wird's ja nicht finanziell wehtun. Ja, beim Serge machen wir uns nichts vor. Wird's jetzt wahrscheinlich keine 50 Mille mehr kriegen, aber ja. Ja, irgendwie, ich weiß es auch nicht. Ich sag ja, wir haben uns, das Hauptproblem ist, wir haben keine Mannschaft auf dem Platz. Da bleibe ich bei. Du hast da irgendwelche Grüppchen in der Mannschaft und ach, weiß ich nicht. Ganz wild irgendwie. Der Trainer kriegt eine Watschen von den Obersten. Der Trainer gibt die Watschen weiter an die Mannschaft. Vertrauensbasis komplett auf Null. Aber das glaube ich nicht, dass der Tuchel das macht. Das glaube ich nicht. Ja, ob Real in die Vollen geht oder nicht. Mein Gott. Ich weiß nicht, wie viel Schulden Real hat. Kommen die paar Mille, die paar 100 Millionen, man den Kohl auch nicht mehr fett. Wie hat denn Chelsea unter Tuchel gespielt? War das genauso wie jetzt bei uns? Das kann ich dir nicht final beantworten. Aber ich glaube schon, dass Chelsea auch eher aus der Defensive rausgekommen ist, oder nicht? Gibt da bestimmt hier irgendwie so ein... Haben wir das nicht im letzten Stream schon mal besprochen? Ich glaube ja. Kann ich dir nicht sagen. Ich habe Chelsea nicht gesehen unter Tuchel. Weiß nicht, ob da auch Flanken verboten war. Die Aussage bezüglich Kimmich und der Holding Six hat sich ja nicht gut getan, seinen Spieler so zu kritisieren. Natürlich nicht. Aber ich denke mal, die Aussage ist ja noch weniger gewesen, auch wenn er recht hat. So, man darf das ja nicht vergessen. So, der Tuchel hat nun mal recht mit dem, was er gesagt hat. Der Tuchel hat auch recht mit dem, was er gesagt hat, zu Richtung Führungsspieler, dass er keine hat. Oder keine, ja, dünnes Eis hat er ja gesagt. So, das war auch an Kimmich, Goretzka und so weiter gerichtet. Nur wenn er dann solche Aussagen trifft, die meiner Meinung nach ja stimmen, ist ja okay, kann man dann ja auch mal äußern. Sollte man vielleicht intern tun, richtig. Aber wenn das nicht zündet, weil halt, weiß ich nicht, wer auch immer den Deckel drauf hält, kann man das auch öffentlich tun. Aber da muss ich doch gleichzeitig ein De Ligt, der Führungsspieler letzte Saison schlechthin war unterm Tuchel, doch spielen lassen und den nicht absägen. So, dann raube ich mir doch jegliche Glaubwürdigkeit. Er setzt sich dahin und sagt, ich möchte eine neue Achse bilden aus Führungsspielern, weil wir keine Führungsspieler haben, die das Team führen. Das sind seine Aussagen. Und dann setzt er ein De Ligt ab.
Wie soll das passen? Weißt du? Ganz wilder Take gewesen vom Tuchel. Naja, Real hat keine Verschuldung. Ne? Keine spanischen Vereine haben irgendwelche Schulden. Aber ich bin im Real-Thema auch nicht drin, interessiert mich auch nicht wirklich. Mich interessiert der FC Bayern und nicht Real Madrid. Wenn die keine Nettoverschuldung oder sonst was haben, ja, Glückwunsch. Ganz großes Kino. Könnten gerne mal die ganzen Vereine, könnten gerne mal nach deutschem Lizenzrecht beglaubigt werden. Die alle da oben rumdümpeln. Da könnten wir mal drüber gucken, welcher Verein unter den Voraussetzungen, die der FC Bayern hat, die Leistung bringen würde. Da würden, glaube ich, nicht viele übrig bleiben. Ja, aber wie, das triggert mich halt. Man nimmt dir die Leute beiseite, aber stell sie nicht los. Hm. Ja, wie gesagt, also ich denke schon, dass das Kalkül war vom Tuchel. Deswegen sage ich ja, ich denke auch, der kriegt da irgendwo. Der Kimmich hat irgendwie, ich weiß es nicht. Der hat, ich weiß nicht, was der im Vertrag stehen hat. Ich habe es schon öfter gesagt. Das ist ganz, ganz wild. Ja, wie gesagt, ich bin ja nicht drin im Realthema und interessiert mich auch nicht. Müsste ich jetzt googeln, habe ich keine Lust drauf. Wie gesagt, mir ist das egal, ob Real Schulden hat oder nicht. Ich denke, wenn ein Verein wie Real Madrid darüber nachdenkt, für einen Mbappé 250 Mille zu zahlen und ihn 80 Millionen im Jahr zu zahlen, ich denke, wir brauchen uns alle nichts vormachen, dass das Geld nicht wieder reingeholt wird. Plus die Spieler, die schon da sind. Also müssen wir auch mal ein bisschen realistisch sein. Auch wenn Real vielleicht nochmal eine andere Umsatzkraft hat, wie wir es haben. So möchte ich gar nicht abstreiten, aber trotzdem sind da irgendwo Grenzen gesetzt. Also ein Mbappé ist nicht umsonst in Paris, wo ein Staat dahinter steht und die Mannschaft bezahlt. Also da müssen wir die Kirche mal im Dorf lassen, ey. Wenn ich manche Experten höre, die sich ins Fernsehen stellen und behaupten, die Spieler würden kein volles Vertrauen spüren, weil der Trainer Schwachstellen benennt und hierfür Spieler möchte, was völlig nachvollziehbar ist. Wenn ein Profi das nicht aushält, dann gute Nacht. Ja, aber das ist ja auch der Zeit geschuldet heute, ne? Ja. Ich glaube, das ist auch so ein Problem. Heute darf's ja nicht irgendwie, keine Ahnung, darf's ja nicht kritisieren oder sagen, das passt nicht oder du wirst ja gleich irgendwie an die Wand genagelt. Siehst ja auch bei mir auf dem Kanal, so wie viele Leute das gar nicht verstehen, worüber wir reden. Ja. Aus den Bayern-Fans, die einfach nicht raffen, ja, die sind froh, dass wir letztes Jahr Meister geworden sind. Die denken, wir werden dieses Jahr Meister. Ja, wild. Dann setzt dich dahin, kritisierst die Art und Weise, wie der Fußball gerade aussieht und so weiter. Und dann, ja, das ist dann schon zu viel für die Leute. Dann bist du gleich, ja, du siehst alles negativ und bla und so, du bist kein Bayern-Fan. Ja, ganz wild. Aber so ist die Gesellschaft halt heutzutage. Ne? So, und das ist ja im Fußball nicht anders. Siehst ja, die fühlen sich gleich angegriffen, fühlen sich gleich irgendwie Mimimi. Und da wird in der Presse auch gleich ein Riesenfass drüber aufgemacht. Ne? Weil, ja, oh ja, der hat aber hier das gesagt, könnte man das rein interpretieren, dass er den nicht mag und, ach, hör mir auf, ey. Ganz wild. Verstehe eh nicht, warum Tuchel immer an Chelsea und PSG gemessen wird. Er hatte Glück, tolle Spieler zu haben, die alles allein gemacht haben. In Dortmund gescheitert, um Mainz ewig Kloppner. Warum ist er denn in Dortmund gescheitert? Ich fand nicht, dass der Tuchel in Dortmund gescheitert ist. Bayern ist nicht halb so groß, wie du meinst. Aha, worauf bezogen? Der größte Fußballverein der Welt ist nicht so groß, wie man denkt. Ja, wir müssen halt mal wissen, wo auf was bezogen halt, ne? Dann können wir da gerne drauf eingehen. Ist kein Problem.
Und da müsste ich natürlich auch noch wissen, was ich denke, wie groß wir sind. In Dortmund gescheitert mit Vorgesetzten, ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Aber fußballerisch oder erfolgstechnisch ist er ja nicht gescheitert, wie ich fand. Also ich fand ihn in Dortmund richtig gut, den Tuchel. Bin ich ganz ehrlich. Hat mir auch der Fußball sehr gut gefallen, den er spielen gelassen hat. Deswegen sage ich ja, von diesem Fußball, den wir da gesehen haben, oder den ich da gesehen habe, sehe ich bei uns halt gar nichts im Moment. Und das schon letztes Jahr nicht. Aber vielleicht kommt der ja noch. Vielleicht ist nach der Winterpause alles gut, Leute. Aber ist schon krass, dass ich hier so der positive Tuchel für Tuchel bin. Wild. Also manche Aussagen hier im Chat sind fast so Larifari wie die Aussagen von Tuchel. Kannst du dir Terzic bei Bayern vorstellen? Nein, wie willst du das denn verkaufen? Ist dasselbe, als wäre der Kloppo damals von Dortmund nach Bayern gewechselt. Das wäre auch nicht gegangen. Das geht doch nicht. Du kannst ja nicht so ein Terzic, Alter, der Dortmunder durch und durch ist, kannst du dir doch nicht beim anderen Verein vorstellen. Und schon gar nicht beim Rivalen. Könntest du dir vielleicht noch in Bochum vorstellen oder sowas, aber doch nicht beim FC Bayern oder bei Schalke 04, das geht doch nicht. Passt doch nicht. Kannst doch nicht bringen. Naja, in Dortmund ist was zerbrochen zwischen Clubführung und Tuchel wegen den Aussagen bezüglich des Anschlags auf den Bus. Das war schon ganz speziell. Ja, aber das hat der Watzke doch mittlerweile auch gesagt, dass das ein Fehler war, oder nicht? Mal habe ich letztens noch gelesen von ihm. Aber er eckt ja bei unseren Vorgesetzten auch an. Ja, aber das ist doch auch gut so, oder nicht? Ich meine, wir waren doch schon immer ein Verein, wo gestritten wurde, wo nicht immer einer Meinung ist. So, das ist doch auch so eine Tugend von uns gewesen. Also Reibereien sind doch okay. Nur man muss das nicht unbedingt öffentlich machen. So, das ist so das Thema. Eure 90 Minuten sind, wo ich alles im Chat lese und darauf eingehe. Und wenn das vorbei ist, gebe ich ein Thema vor und dann könnt ihr da gerne Meinungen zu raushauen. Wie gesagt, wenn die 90 Minuten um sind, gucken wir das Interview vom Uli und gucken mal, was der so an tolles Zeug erzählt. Ein Streich jammert auch nicht dauernd rum, wen er gern hätte. Ja, kannst ja auch nicht vergleichen. Aber ja, da gibt der Tuchel gerade kein gutes Bild ab, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Das sind halt Sachen, die man intern zu äußern hat. Ja, natürlich. Es geht ja auch nicht darum, dass er nicht die Qualität hätte oder hatte, der Kloppo. Aber du kannst doch nicht so, wie er immer gegen Bayern geschossen hat und so wie er heißblütig für Dortmund war, hättest du das nie den Bayern-Fans verkaufen können. Dass der Klopp nach Bayern geht, nachdem er bei Dortmund weg ist. Das wäre nicht gegangen. 100 Pro wäre das nicht gegangen. Wie unglaubwürdig willst du sein, weißt du? So, jetzt nach was weiß ich wie vielen Jahren im Ausland, ja, wird das vielleicht irgendwo gehen. Aber damals wäre das nicht gegangen. Ich glaube, Van Gaal hatte auch nicht nur Freunde bei der Vereinsführung. Trotzdem mögen alle Fans das Feuerbier. Ja klar, Van Gaal war Legende. Van Gaal und Uli war auch immer Reiberei, ja. Halt einfach, weil Van Gaal sich nicht reinreden ließ. Und ich glaube, in Tuchel lässt sich auch nicht reinreden. Oder nur bis zum gewissen Punkt. Danach ignoriert er den Chat, genau. Wie findest du meine Fragen und Takes bislang? Soll ich jetzt deine Fragen und Takes bewerten, oder was? Nee, okay, ich freue mich über jeden, der aktiv im Chat ist. Aber wie gesagt, so Richtung Real Madrid, ja, bin ich der falsche Ansprechpartner, ne? Kannst du hier gerne alles raushauen. Tuchel ist kein Trainer, wenn eine spielstarke Mannschaft, wo Tuchel zu 100% hinpasst. Hab ich gar nicht gelesen, die Aussage. Ja, wild. Thema Tuchel ist eine wilde Sache. Ich mag beide nicht, Tuchel und Atletico.
Wahrscheinlich hast recht, die Kloppo-Attacken habe ich verdrängt. Bayern soll in den Flug zahlen. Abpfiff!